zusammen, willkommen zu einer neuen Episode vom Skorpion und Jungfrau Podcast. Ich bin Anita. Und ich bin Laura. Heute feiern wir Weltpremiere, weil wir das erste Mal in Person den Podcast aufnehmen. Merci Laura, dass wir das in deiner Wohnung dürfen machen. Ja, gerne. Ich weiss nicht, ob ich hierher schauen oder die anschauen, aber ich glaube, das wird sich ergeben. Ja, weil es ist auch noch eine andere Premiere, weil das Mal filmen wir uns auch. Genau. Also für diejenigen, die das jetzt auf Spotify oder in Apple Podcast oder so hören, wenn ihr auf YouTube geht und dort unseren Kanal suchen, dann könnt ihr auch den ganzen Podcast eigentlich als Video anschauen. Genau, aber ich glaube, wir müssen uns anschauen. Ja, wir nehmen, wie ihr seht, nehmen wir es gleich noch mit unseren Handys auf, wenn wir halt so semi-professionell sind. Ja. Aber, Spenden vom Mikrofon nehmen wir gerne entgegen. So ist es, so ist es. Heute reden wir über das Buch «Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht», eine Streitschrift von der Gunda Windmüller. Merci Laura, dass ich da dieses Exemplar zeigen darf, weil ich es als E-Book gelesen habe. Ja. Laura als Hardcopy oder so, Ja, genau. Taschenbuch. Classic. Irgendwie so. Ja. Ja, da fangen schon Differenzen an, oder? Nein. Und das Buch habe ich ausgewählt. Ja. Also sie dekonstruiert die Ehe, Beziehungen, was überhaupt Liebe mit dem Ganzen zu tun hat oder eben nicht. Ein grosser Teil dreht sich um Single-Shaming, wieso wir vor allem Frauen das Gefühl geben, dass sie etwas nicht in Ordnung mit ihnen, weil sie Single sind, und wieso wir überhaupt seinen Beziehungsstatus so als Hauptpunkt von seinem Leben erachtet und von anderen auch. Und also sie macht das eigentlich so in einer, ich sage jetzt mal, chronologischen Reihenfolge. Es fängt so ein bisschen historisch an. Wieso gibt es überhaupt Ehen? Und dann ist eigentlich so ein bisschen alles ein, eben Single-Shaming, Online-Dating und so ein bisschen alles Mögliche, Ja. was man sich da vorstellen kann. Und es geht um Liebe also. Ja. Und wir laufen halt die ganze Zeit das Lied nachher so «What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.» Okay, ja, das ist auch unsere offizielle Wow, okay. Bewerbung für Schimmersnix. Das ist schon so den Zukunft. Oder Love is Blind. Oder so. alles. Wir nehmen alle Reality. Wir machen alles. Ja, wir machen alles für den Podcast. All for the fame. Nein. Nein, natürlich nicht. Nevermind. Genau. Bevor wir vielleicht mit der Bewertung zuerst anfangen? Ja, oder vielleicht können wir ja wie auch noch ein bisschen sagen, wie es uns, also ob es uns leicht oder nicht leicht Genau, ist. das wäre meine Frage. Das wäre meine Ja. erste Frage gewesen. Genau. Laura, wie ist es dir gegangen bei dieser Lektüre? Also, es war so gewesen, dass, als du das Buch hast vorgeschlagen hast, haben wir ja gedacht, wir schauen das beide aus der Perspektive an als in Beziehung lebende Menschen. Und das war dann nicht so gewesen. Also wir haben gewusst, Anita ist doch ein bisschen ein Orakel. Ich bin Single seit 3 Monaten. Und von dem her haben wir jetzt für den Podcast auch, beide Sichten. Genau. Und von dem her ist mir wirklich am Anfang wie so, ich meine, das ist alles andere, was du in dieser Zeit lesen willst, denkst so, nein, ich will einfach irgendwie mich ablenken und alles. Aber schlussendlich, es hat mir mega viel gegeben, das Buch. Ich habe es das freut mich cool mega. gefunden. Ja. Cool. Genau. Wie war es für dich, das zu lesen? Für mich war es eigentlich auch gut zum Lesen. Ich muss sagen, ich bin zwar nicht Single, aber ich bin eigentlich die meiste Zeit von meinem Leben Single gewesen. Ja. Ich hatte mein erstes Date mit 24 gehabt. Also, ja, ich bin da eher so ein bisschen aus der Norm gefallen, oder wie immer wir das so sehen. Genau. Und ich hatte auch zum Beispiel so ein Erlebnis gehabt, als ich 20 war, ein Praktikum gemacht habe und die eine mich dann auch so gefragt hat, ob ich einen Freund habe und so. Und ich dann Nein gesagt habe, aber so ganz normal. Und die mich dann so bemitleidenswert angeschaut hat und so, gesagt hat, ja, das kommt dann schon noch. Und ich dachte, ich bin 20. Also nicht, dass das Alter überhaupt eine Rolle spielt, aber es war so ein bisschen surreal gewesen, dass jemand das so sagt. So, zu diesem Zeitpunkt, ich meine, ist mir wichtiger gewesen, was ich überhaupt studieren will, mit meinen ganzen Pro- und Kontralisten. Und das war so ein bisschen das Universum, das Zentrum vom Universum für mich. Ja. Aber wegen dem habe ich es auch noch ein bisschen lustig gefunden, weil aus meiner Perspektive das zu lesen, weil ich halt genau weiss, ich bin
so oft allein reisen. Ich bin so oft allein unterwegs gewesen und habe mega viele Sachen allein gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich es wirklich auch bereichernd gefunden, das nochmal so zu sehen, genau, und zu lesen, ja. Ja, für mich ist es glaube ich auch so, dass es recht ausgeglichen ist. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn man ab 16, oder ich habe ab 16 Jahre daten. Ich habe glaube gleich viel Zeit in Beziehungen wie auch als Single verbracht. Okay. Also wir sind auch wie Leute, die jetzt wie beide Seiten kennen. So. Es gibt ja wirklich Menschen, die halt wie, ich meine schon nur, wenn du, keine Ahnung, 30 Jahre in einer Ehe bist oder so, das ist so etwas anderes, sich wieder an das Alleinsein zu gewöhnen. Aber ja, auf jeden Fall. Können wir dann alles noch zu reden kommen. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon viel gesagt. Ja. Vielleicht müssten wir auch noch gleich noch eine Bewertung abgeben. Ja, über das Buch. Über das Buch. Also für mich, ich gebe 4 von 5 Sternen, weil ich so ein bisschen, ich habe es mega clever inhaltlich aufbauen gefunden. Es wird auch viel Bezug genommen, geschichtlich, aber auch für verschiedene, also irgendwie psychologisch wird es angeschaut, soziologisch. Was mich ein bisschen gestört hat, ist so ein bisschen, sie hat, aber das ist glaube ich einfach ihre Art zum Schreiben, und sie ist eben auch eine Streitschrift. Ja. Sie ist recht zynisch in ihren Worten. Und auch so das mit den, also manchmal so am Schluss vom Satz kommt doch dann irgendwie manchmal so, ja, das war ja klar, oder so. Aha, ja. Und ja, also ich wollte ihr nicht absprechen, dass man nicht so zynisch darf sein über das Thema, aber mir hat es wie gestört, ich habe es nicht so gerne so gelesen. Und es hat noch ein bisschen zu viele Referenzen zu Hollywood-Komödien. Also sie will ja damit auch wie aussagen, dass in Hollywood-Komödien immer so das Standardbild halt auch vertreten wird von einsamen Singlefrau mit 1000 Katzen daheim und so. Aber es ist mir dann wirklich zu viel vorgekommen, das hat mich echt wirklich gestört. Aber sonst, eben, verständlich auch zu lesen, ja, 4 von 5, also für mich sehr spannende Lektüre für meinen neuen Lebensabschnitt quasi, ja. Okay, ja, merci vielmals. Ich gebe dem Buch auch 4 von 5 Sternen. Bei mir war es ein bisschen ähnlich, aber ich habe es gut aufgebaut gefunden. Ich finde auch die Beispiele, die sie von ihrem Bekanntenkreis und so eingebracht hat, habe ich jetzt eigentlich noch gut gefunden. Auch die Referenzen zu Soziologen natürlich, so meine Favorites, aber ja auch andere. Simone de Beauvoir, Max Weber. You name it. Ja, so ein bisschen, okay, so solche Nerds, nein. Aber einfach halt von der Logik her, genau, ich habe es gut gefunden. Ich habe es ein bisschen zu lang gefunden. Ich habe das Gefühl, die Sachen haben sich wiederholt. Ja. Wahrscheinlich ist es ja das, was du gemerkt hast. Und okay, ja, das mit dem zynisch sein habe ich auch gemerkt. Ich habe auch gefunden, so, wenn ja jetzt ein bisschen gemein sein, könntest du sagen, es wirkt verbessert. Aber ich glaube es jetzt nicht. Aber es ist so ein bisschen, aber ich glaube, es ist auch schwierig, über das Thema zu schreiben. Mega. Man kann glücklich sein als Single, glaub mir. Also, ja, genau. Genau, ja, eben, mega. Wie kannst du das? Also? Ja, voll. Darum wollen wir ihr das ja auch nicht vorhaben. Ja. Aber zum Teil auch wirklich sehr humorvoll beschrieben. Und von dem her, ja, würde ich das Buch jetzt eigentlich auch weiterempfehlen. Ja. Wenn wir schon zu den Zitaten... Ja, würde sagen, du kannst jetzt starten. Es ist recht am Anfang vom Buch, aber ich habe es als E-Book gelesen. Ich glaube, es ist Seite 25, 26. Als Single ist man als Frau ein Mängelwesen. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt immer. Auf jeden Fall fehlt schon mal ein Mann, eine romantische Beziehung und dann gibt es irgendwann den Verdacht, dass es dafür schon einen Grund gibt. Mit der stimmt doch was nicht. Viele dieser Unterstellungen kommen auf Samtpfoten daher, man spürt sie kaum. Nur wenn sie zu viel werden, immer wieder das Augenzwinkernde und der Freundinnen, fangen sie an, eine fiese Macht zu entfalten. Viele dieser Unterstellungen kommen aber auch gar nicht leise daher, sondern sehr laut, Plakatgröße. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. Jennifer Aniston, schon wieder sitzen gelassen. Alleinstehende Frau lebte jahrelang mit der Leiche ihrer Mutter. Oh Gott! So, ja. Der Sänger soll wissen, dass er etwas verpasst. So schreiben sogar Frauen über Frauen, denn sie alle meinen zu wissen, mit uns stimmt irgendwas nicht. Ja, ich habe die Stelle eigentlich ausgewählt, weil ich es recht passend gefunden habe, so als allgemeines Thema. Ja, wieso ist man überhaupt Single und wieso ist der Status so wichtig? Wieso sind es vor allem Frauen, die dann immer so komisch angeschaut werden? Ja. Und die Männer, reden wir wie nicht drüber. Also höchstens mal so eine lustige Bemerkung über den Leonardo DiCaprio, der schon wieder
Single ist, weil seine Freundin 25 geworden ist und er sich jetzt neu muss suchen. Oder im Jahr der George Clooney, bevor er geheiratet hat, ist er halt mega lang so ein Bachelor gewesen, oder? Ja. Und es ist eigentlich, wenn es thematisiert wird, dann positiv. Ja. Ja, es ist natürlich ein bisschen überspitzt. Ich meine, das alleinstehende Frau lebt jahrelang mit der Leiche ihrer Mutter. Ist okay so. Ja, das ist krass, okay. Aber hast du vielleicht nicht Single sein ein Problem gewesen, sondern das ist noch eine andere Sache. Ja. Genau. Braucht es denn eine weitere Person, dass man nicht das Mängelwesen ist? Kommt auch darauf an, wer man fragt. Aber ich denke schon, das ist immer noch das Narrativ, das man von unserer Gesellschaft bekommt. Dass eben die Hollywood-Komödie, schon in den Kinderfilmen, in den Kindertrickfilmen ist wie so, ja, keine Ahnung, Disney Princesses. Also es wird ja jetzt besser, aber wie so die älteren Filme, die sind immer noch so, eben der Prinz kommt auf dem weißen Schimmel und dann sind all deine Probleme weg. So. Genau. Du hast deine andere Hälfte gefunden und bist glücklich bis ans Ende vom Leben. Und das ist halt einfach nicht die Realität. Das ist ja immer so, dass «they lived happily ever after», aber sie zeigen nie wirklich Beziehung oder so. Ja. Jetzt sind sie zusammen oder eben der Prinz ist gekommen und ist alles gut. Ja. Und bei der Realität, ja, oft ist das vielleicht das Leben nicht besser ist, wenn man in einer Beziehung ist. Oder auch wenn man in dem Sinn verliebt ist und was auch immer. Ja, absolut. Ich sage immer, dann fängt die Arbeit erst an, wenn du so einen Untergang bist gesegelt, weil wenn dann mal die Hormone weg sind und so, dann siehst du erst, das sind jetzt zwei Menschen mit komplett unterschiedlichen Leben und Wertvorstellungen, was auch immer. Und das muss man dass das zusammenkommt und zusammenbleibt, das ist mega viel Arbeit. Und das, was du vorher hast gesagt mit den Single-Männern, das habe ich mir eben auch aufgeschrieben. Also ich habe es mal wieder so ein bisschen angeschaut mit Privilegien und Diskriminierung. Ja. Und wir reden ja von einem Heteropaar, und das Heteropaar an sich passt halt schon viel mehr in die Norm als ein gleichgeschlechtliches Paar. Und ich habe auch das Gefühl, eine cis-hetero-Single-Frau hat weniger Privilegien als jetzt ein cis-hetero-Mann. Ja, weil es eben auch so Sachen gibt, wie zum Beispiel der Bachelor-Pad oder so. Ja. Bei uns, oder ja, bei Singles, weiblichen Singles, ist dann so eben, du bist daheim mit deinen 10 Katzen und irgendwie verwildert. Und der so. Leiche von deiner Mutter. Und genau, plus, not to forget. Und das ist halt schon krass. Aber von wo, also weisst du, warum? Es macht von mir aus gesehen auch nicht wirklich Sinn, weil die Situation historisch auch sehr schön erklären. Früher hast du als Frau ja müssen heiraten. Ja. Du hast gar nichts gehabt. Also weder Geld, Land, was auch immer. Du bist eigentlich von deinem Vater zu deinem Ehemann gekommen. Und du hast selber nicht dürfen, zum Teil, ich weiss nicht, wenn das jetzt aufgelöst wurde, dass du nicht hättest dürfen arbeiten ohne das Einverständnis von deinem Mann oder ein Bankkonto eröffnen. Ja. All diese Sachen sind ja jetzt, zumindest in der Schweiz, nicht mehr da. Und dann würde ich meinen, wir wären eigentlich gleichgestellt. Frauen können so ziemlich jeden Beruf ausüben. Klar, das sind dann andere Kontexte, wo du dann benachteiligt wirst und es Chancengleichheit ist. Aber rein theoretisch, wir können arbeiten, wir können auch mehr verdienen als Männer. Wir können selbstständig leben. Wieso besteht dann noch immer die Vorstellung, es ist mega wichtig, dass du jemanden hast. Wir können ja selber auf uns schauen und für uns sorgen. Absolut. Aber da kommt sicher der Reproduktionsgedanke halt rein, dass immer noch wie ein weibliches Bild damit einhergeht, dass man muss, dass man Kinderwunsch hat. Ja, und so, dass das wie, oder so die Frau als Mutter und für diesen Zweck irgendwie zu erfüllen, braucht sie halt einen Partner, im besten Fall einen Mann, dass sie das wie erfüllen können. Und das spielt dort halt auch noch sehr drin. Da gibt es ja auch ein Kapitel drin, also ja, sonst gibt es ein Zitat davon. Sicher. Ja, gerne. Passen. Nicht alle Singles sind gleich. Es scheint eine Hierarchie zu geben, die sich keine Frau ausgesucht hat, aber die alleinerziehende Singlefrauen zielsicher auf die hinteren Plätze verweist. Es gibt viele alleinerziehende Frauen. Fast 20% der Familien mit minderjährigen Kindern sind alleinerziehend und in 9 von 10 Fällen ist der alleinerziehende Elternteil die Mutter. Der Großteil der Familien war vorher zusammen. Ist die Trennung in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes erfolgt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Mutter bleibt, bei weit über 90%. Ich bin ganz klar ein Mängelwesen, das kriege ich immer wieder gespiegelt. Ich habe es ja nicht hinbekommen, einen Mann zu halten und jetzt wird mir unterstellt, dass ich die ganze Zeit auf der Suche nach einem Neuen bin, erzählt Anna. Meine letzte Beziehung nach dem Eheaus wurde daher auch total abgefeiert. Ach, wie gut, dass du jemanden gefunden hast, den auch die Kinder nicht stören und der dich unterstützt. Dass ich jahrelang davor alles alleine gerockt habe,
wird völlig übergangen. Katja Grach kennt diese Reaktion auf Single-Mütter auch. Gott sei Dank hat sie wieder einen Partner. Das ist ein Stigma, fast wie bei einer Prostituierten, sagt sie. Dem Mann, der mit einer Single-Mom zusammen ist, wird gehuldigt wie dem Heiligen Gral. Die Frau hingegen ist bestenfalls ein guter Kompromiss. Mhm. Bringt auf den Punkt, ja. Bei «Die Wut, die bleibt» haben wir doch darüber geredet, dass ein Mann, der sein Kind in den Kindergarten bringt, das geht jetzt wahrscheinlich in das Thema rein. Aber oder, du gibst auch noch mal mehr Privilegien ab, anscheinend, gemäss diesen Erfahrungen auch. Wenn du Kinder hast, so, dann ist wie, ja, oder auch, es gibt wie eine Stelle, wo es dann heisst, jetzt musst du dir ja wie einen neuen Mann suchen, für das zweite Kind dann mit dem kannst machen und so. So mega, wie kommen wir auf das? Ja, und weisst, es ist so tragisch, weil ich wie so das Gefühl habe, ich kenne noch ganz viele andere Beispiele und gleich ist immer noch so, ja, ist das Bild einfach noch so fest in den Köpfen, eben so der Lauf vom Leben, du lernst jemanden kennen, heiraten, Kind, zweites Kind, so, ja, und das Leben spielt oftmals einfach nicht so. Ich will da gar nicht, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, ich will gar nicht Leute schämen, die sich das wünschen. Klar, hey, mega schön, aber es gibt einfach so viele andere Lebensentwürfe. Und das Leben besteht eben nicht nur aus dem. Genau, muss man auch sagen, weil ja. Es kommt mir auch so vor, wenn du das liest, so wie, vielleicht hast du ein Leben gehabt, aber ab dem Punkt, wo du einen Partner hast und ein Kind hast, dann ist das dein gesamter Lebensinhalt. Ja. So kommt es manchmal über, in diesen ganzen Shows und was auch immer. Ja. Das hat mich auch irgendwann hat mich das auch ermüdet, das Buch zu lesen. Ich dachte, okay, ich mag nicht mehr über Beziehungen lesen. Ja. Ask me, girl. Können wir über irgendetwas, also nicht, ich will nicht sagen Relevanz, aber weißt du, das ist, Und es gibt auch verschiedene Beziehungen im Leben. Es ist nicht nur die romantische Paarbeziehung oder eben Heteropaar, was auch immer, Monogamie etc. Ja. Es kann auch eben Beziehung zu KollegInnen, zu deiner Familie und einfach sonst Kontakt. Es heisst ja nicht, dass du Single bist, aber dass du dich in deiner Wohnung barrikadierst und dann gar keinen sozialen Kontakt mehr hast. Also es ist so ein bisschen... Da haben wir auch noch ein Zitat dazu, zum Freundschaftsteil. Willst du es gerade bringen? Ja, ich bin jetzt schon eingestiegen. Laura ist on fire. Ja, wirklich. Kann man ohne Freunde leben? Wer weiß, ich kann es jedenfalls nicht. Die wenigsten können es. Beziehungen sind das Wichtigste im Leben. Beziehungen zu Familie, Liebhabern, Kindern und Freunden. Freundschaften sind eines der ältesten Themen der Menschheit, aus gutem Grund. In der Philosophie, in der Literatur. Freundschaften sind da, wo Menschen sind, und wo sie fehlen, kann es düster werden. Das wissen auch Sozialwissenschaftler, Psychologen, Politiker. Das wissen wir vermutlich alle, denn wer keine stabilen Sozialkontakte hat, dem kann es körperlich und seelisch sehr schlecht gehen. Diese Risiken sind mittlerweile gut bekannt. Einsamkeit, also das Gefühl, wenn sich jemand Kontakt wünscht, ihn aber nicht haben kann, ist vergleichbar mit den Risiken, die Fettsucht mit sich bringt. Ähnlich sogar wie manche Risiken, die das Rauchen mit sich bringt oder zu wenig Sport. Einsamkeit ist eine echte Bedrohung, so echt, dass es in Großbritannien mittlerweile sogar eine Ministerin gegen die Einsamkeit gibt. Also du sprichst ein wichtiges Thema an. Das wird, glaube so, das ist schon im letzten Teil vom Buch wird auf das sehr schön eingegangen, finde ich auch. Eben, es geht ja wie darum, ich finde auch so das Wort Single, das klingt für mich so, als wäre ich einfach so irgendwo, ich bin einfach ganz einsam und allein auf der Welt. Du bist wie so, ich bin ja nicht allein. Eben, ich habe viele Kontakte, man hat vielleicht Familie. Man ist ganz vielen Orten eingebunden, ArbeitskollegInnen, was auch immer. Und das ist eben genauso wichtig und es kann ihm genauso viel geben. Nur weil es nicht körperlich oder nicht romantisch ist, heisst es eben nicht, dass die Beziehungen wie schlechter sind. Ja, genau. Nur wenn du mit jemandem zusammen bist, heisst es ja nicht, dass die Person auch liebst oder weißt, dass es gut läuft. Und dann kann es genauso seine Schattenseite haben. Dann bist du du hast zwar deine, ich weiss auch nicht, zweite Hälfte oder wie immer, aber hast wie nie, also nicht davon, eigentlich bist du gleich noch allein. Du kannst auch allein sein in einer Beziehung. Das wird auch irgendwo erwähnt. Ich glaube so nicht, dass ich die Stelle habe, aber ja, du kannst dich auch allein fühlen, wenn du in einer Beziehung bist. Und das fühlt sich richtig falsch an. Das ist ja nicht kongruent. Blöd gesagt. Und ich wollte damit auch gar nicht sagen, ich glaube, das ist mir auch noch wichtig, so wie, und sie macht es aber hier auch nicht so. Es ist nicht so, hey, Single sein ist wie das geilste Leben, es gibt nie ein Problem. Aber ich glaube, das spielt nicht eine Rolle, in welchen Beziehungsstatus das du hast. Es gibt einfach schönere und weniger schönere Zeiten im Leben. Und da kann wieder Beziehungsstatus wie ein Grund sein, aber es kann auch gar nichts damit zu tun haben. Also schon nochmal, ich weiss doch nicht, du hast vielleicht eine mega
bist mega happy in deiner Partnerschaft, aber du wirst irgendwie krank oder so. Also weißt du, so wie, es gibt ganz viele Gründe, warum gewisse Lebenssituationen können schön sein oder nicht, oder alles zusammen, wie es ja meistens ist. Und da finde ich einfach, ja, da muss man wirklich aufhören, so das Schwarz-Weiß denken. Genau, mega, mega. Ich glaube, das ist auch echt ihr Ziel. Also sie Ja, sagt ja auch, ja. wenn das für dich stimmt, ist gut, aber es geht einfach darum, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt einfach die Norm und Ja. wenn jemand Single ist, musst du irgendwie probieren, die Person zu verkuppeln oder irgendwie zu schauen, was stimmt mit ihr. Also es ist so ein bisschen, lass doch die Person mal sein. Also es ist so ein bisschen, einfach zu akzeptieren, es gibt verschiedene Lebensformen. Und das ist jetzt nur auf Single-Sein bezogen, aber das kann man jetzt auch ausweiten auf andere Sachen und andere, also Lebensformen. Ich habe im Fall gemerkt, dass ich mega internalisiertes Single-Shaming habe. Wirklich? Also weisst jetzt auch verlernt oder am Verlernen, aber also vor allem noch, als ich einfach nur Männer datet, ist für mich schon auch immer so gewesen, so, jetzt ist wieder mal eine Beziehung irgendwie auseinander und ich muss zurücklegen, weiss nicht was. Also ich hatte das schon auch irgendwie drin gehabt, so, finde ich jetzt wieder jemand und ich merke es auch, dass man, ja, also eben jetzt wie nicht mehr, aber dass ich oftmals schon auch das Gefühl hatte, Single sein ist wie ein Zustand, wo man auf etwas herarbeitet. Also, dass man einfach wieder wie... Oder auch, es gibt doch so viele Leute, die so sagen, ja, jetzt kannst du dich ausleben und so. Dabei muss ja Single sein gar nicht ein temporärer Zustand sein. Und oftmals wird es einem eben so vermittelt, auch vom Umfeld. Oder einfach, Ja, voll. Jetzt ist ein bisschen Zeit, um... genau, bis dann wieder settled into something, Und ich musste das mega lernen, also ich musste das so lange nicht können. Also ich war zwar viel Single gewesen, aber ich gleich immer etwas am Laufen gehabt. Gut, ja, das ist mit dem Dating ist halt schon... Ja, und was ich jetzt aber so merke, ist, dass ich einfach gut eingebettet bin. In Freundschaften, dass das einfach so wertvoll ist. Und dass das, glaube ich, wichtig ist, das zu lernen. Dass man sich auf das Netz eben verlassen kann. Und irgendwo im Buch sagt sie doch auch so, sie sei wie eine bessere Freundin geworden, jetzt wo sie Single ist und sie will auch so bleiben, egal wie sich ihr Beziehungsstatus verändert. Das kann ich mega nachvollziehen. Ja, schön. Ich habe noch etwas zum Dating. Oh, yes. Ich habe jetzt auch die Stelle von Max Weber raus, aber ich komme zum Reading. Und zwar, wir gehorchen der Liebe, aber die Liebe ist zum Markt geworden. Ein Markt, der einem stahlharten Gehäuse aus Regeln folgt. Und der Markt diszipliniert die Gefühle. Wir suchen nach der Liebe, wie wir an der Börse zocken würden. Bloß nicht zu viel preisgeben, nicht zu früh festlegen, zu interessiert erscheinen oder investieren, bevor die Rendite nicht klar ist. Wenn uns eine Freundin die Nachricht eines Typen um die Nase hält, wissen wir daher, was wir ihr raten. Nicht so schnell antworten, nicht zu eifrig erscheinen. Wenn er sich meldet, ist er interessiert. Wenn ich antworte, bin ich es. Manchmal denke ich sollte nach einem Date einfach eine Visitenkarte ausgeben, meint Sarah. Sarah ist 1,30 Meter, sehr selbstbewusst und seit schon immer, wie sie es nennt, Single. Aber sie ist auch eine der erfahrensten Daterinnen, die ich kenne. Sie hat schon alles erlebt, wirklich alles, wie sie betont. Aber langsam wird sie müde, Dating-müde. Sie hat keine Lust mehr auf Spielchen, wie sie auch meine Freundin Biene kennt. Wie sie kennt, aber auch selber spielt. Biene ist eine sehr selbstständige Frau und eine der zuverlässigsten Bullshit-Detektoren, die ich kenne. Im Alltag ist sie verantwortlich für mehrere Mitarbeiter und doch erklärt sie mir am Telefon, sie würde gerade nicht mehr Facebook checken, damit ihr Date nicht sehe, wann sie online ist. Und ich halte das zunächst für völlig normal. Oh, hate it. Dating. Oder Online-Dating vor allem, das ist noch schlimmer als normales Dating, habe ich das Gefühl. Das hätte mehr noch verschlimmert. Ja. Es ist auch die Spiele und die Auswahl, es ist so ein bisschen, du probierst halt die beste Person zu finden für dich und dann hast du das Gefühl, es gibt noch andere, es gibt sicher noch mehr und Besseres. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist so mega oberflächlich. Also Disclaimer, ich habe meinen Freund so kennengelernt. Aber ich wollte sagen. Und ich auch, einen Partner habe ich auch so kennengelernt. Also eben, ich habe das Gefühl, Dating-Apps haben wie so zwei Seiten der Medaille. Einerseits ist es mega gut als Ergänzung, dass man eben auch jemanden kennenlernt, der so außerhalb der eigenen Bubble auch ist. Aber es ist, wie du sagst, es ist so ein Overkill. Und man sagt ja auch, also schon nur, dass du irgendwie eine Nachricht bekommst, wieder einen neuen Match, oder? Das ist so Dopaminausschüttung, wie wenn du irgendwie Instagram brauchst oder so. Du wirst wie süchtig nach dem. Und dann denke ich schon, ist es wie schwierig, sich dann auch mal wie festzulegen und zu sagen, hey, schau jetzt, wie sich es mit diesem Menschen weiterentwickelt. Und du kannst wie heimgehen nach einem schlechten Date und wieder anfangen swipen.
Voll. Es hat wirklich so beides. Ja, aber also ich habe so regelmässig gehabt, dass ich es wie löschen musste. Das war mir Ja. ein bisschen zu viel gewesen. Das haben ja viele, so das Löschen, installieren, löschen, installieren. Dann siehst du immer wieder die gleichen Leute. Ja, dann denke ich immer so, Gott, was hast du für ein Problem? Dann denke ich, Moment, ich bin auch noch da. Das Single-Shaming. Ja, genau. Was ich auch so krass finde bei den Profilen, wenn sie ganz klare Vorstellungen haben. Also weißt du, ich finde es Mega. gut, wenn man schreibt, irgendwie nur One-Night-Stands oder nur langjährige Beziehung. Das finde ich wie sinnvoll. Aber wirklich so, ja, nicht unter 1,80 gross und irgendwie gern sportlich und gern das. Und dann denke ich aber so, hey, chill, willst du dich selber daten? Oder so? Das ist ja Wahrscheinlich mega schon, ja. langweilig. Das finde ich schon noch heftig. Aber es ist schon einfach sehr amüsant. Und auch die Fotos. Die Fotos sind oh, schön. nein. Es ist aus einer soziologischen Perspektive, Ja. würde ich sagen, Ja. spannend. Aber eben, es ist ermüdend. Ich glaube, das ist so ein bisschen schon das, was auf den Punkt bringt. Ja. Und ja, die ganzen Spiele, was mache ich, das oder wirklich das interessiert. Und man ist echt so, man hat Angst, sich selber zu sein. Ja, und das kann es ja nicht sein, weil das ist ja das, was du dann bekommst. Ja. Und darum, ich habe so Spiele im Fall einfach abgeschworen. Ich mache das nicht mehr. Aber natürlich war man irgendwie ein Teil davon. Aber Ja. jetzt ja. finde ich einfach so, du findest mich cool und dann haben wir Ja. Kontakt und wir lösen einfach. Also. Aber du hast jetzt gesagt, du hast deinen Partner so kennengelernt. Hast du wie das Gefühl, oder die sind ja dann auch so ein bisschen, ja, wir haben uns halt auf Tinder kennengelernt, das ist wie nicht so eine schöne Geschichte zum Erzählen. Gehörst du auch zu denen oder ist es dir wie gleich? Also klar wäre es schöner, wenn du, ich sage jetzt, eine romantischere Geschichte hättest. Im Migros-Arkasse. Mikrokasse. Nein, aber... Hast du mal so jemanden kennengelernt? Nein, aber weißt du, ich frage mich dann eben, was ist denn so... Also meine Eltern haben sich im Park kennengelernt. Okay, das ist... Oh ja, das ist schön. Ja. Ja, beim Arbeiten, das ist schon so eine Das Klasse. ist typisch, ja. Ja, voll. und das ist ja dann wie auch nicht ein Special, finde ich. Dann. Ja, So, ich glaube, die wenigsten haben so das ist aber ja auch so das Klischee, so, wir haben das irgendwo von weitem schon gesehen und Ja, das genau. ins Auge geblickt und dann ist es für mich eigentlich schon klar gewesen. Also, Ja. das ist ja für die wenigsten so. Ich Ja. glaub, für mich, wie du sagst, so Apps machen es immer, es gibt einfach viele Leute, die du sonst einfach nie wirst kennenlernen. Und für mich ist es auch gut gewesen, weil ich halt vielleicht auch so ein bisschen Vorstellungen hatte, wo... muss mindestens 2 Meter groß sein. Spaß. Nein, aber so Sachen wie, ich kann immer denken, ich würde nie jemanden daten, der einen Bart hat. Also das Gegenteil von den meisten Cis-Frauen, also Ja. Hetero-Frauen. Und mein Freund hat auf den Bildern keinen Bart gehabt. Nachher, als ich ihn getroffen habe, hat er plötzlich einfach alte Fotos gebraucht. Einen Bart gehabt. Nein, ich sage, mein Weltbild erschüttert. Nein, Spaß. Nein. Ja, so ein bisschen. Also auch ich würde immer denken, ich will nicht jemanden daten, der aus dem Balkan kommt. Ja. Weil ich das ja, also meine Eltern kommen ja aus Bosnien, Serbien und so weiter. Ja, wir waren dann gleich auch von dir, aber ich habe es natürlich vom Profil her aus nicht gesehen, erst im Laufe vom Schreibens rausgekommen. Genau so Vorstellungen, die hast du dann einfach dann vielleicht ablehnst, weil du einfach spontan jemanden so auf diesen Apps triffst. Von dem her, ich finde es jetzt nicht eine schlechte Geschichte. Das war, glaube ich, während Corona am Anfang noch crazy gewesen, dass die Leute halt wie gut schneller mal sie zu jemandem haben. Also, weil man hat halt wie können spazieren, aber wieso, du hast nicht in eine Bar können und alles. Und das wie dann, ich glaube auch recht viele Pärchen während dem Lockdown, halt so wie sie zusammenkommen und dann gezwungenermassen wie so den nächsten Schritt haben müssen gehen, das habe ich wie auch noch spannend gefunden. Mega. Ja. Ich habe sonst noch ein Zitat, so ein bisschen über Überhöhung von dieser romantischen Zweierkiste, aber ich weiss nicht, ob du auch noch etwas hast. Ich hätte etwas sagen, unglückliche Beziehungen. Oh ja. Drop the bomb. Aber dies würde auch nachher passen, finde ich. Ja. Jutta ist verheiratet seit 2 Jahren. Ich habe Sebastian neulich angeschaut und mich gefragt, ob ich mit diesem Mann wirklich bis ins hohe Alter zusammenbleiben will, seufzt sie. Du hast es gut. Du kannst dich nochmal verlieben. Lucy, die Freundin, auf deren Hochzeit ich so komisch angeguckt worden war, erzählt mir von einer Bekannten, die gerade schwanger mit dem 2. Kind sei und ihr gestanden habe, sie denke über Scheidung nach. Da sagte Lucy, haha, beim 2. Kind erst, das ging bei mir in den Flitterwochen los. Single sein kann toll sein, Single sein kann doof sein. Es gibt sehr glückliche Beziehungen, es gibt sehr unglückliche Beziehungen und es gibt vieles dazwischen. Eins allerdings stimmt immer. In einer Beziehung zu sein, sagt nichts über den Glückszustand der Beteiligten aus. Single sollten sich nicht einreden lassen, dass alles besser ist als das, was sie haben. Es kommt dann das Zitat von dem
Augustin oder wie auch immer vor, im Sinne von Einsamkeit ist am schlimmsten, wenn sie erst zu zweit entsteht. Das Ja. That hit me hard. Das ist ein bisschen, das auch noch gut so zusammenfassen. Aber ich glaube, das ist eigentlich so das, was wir auch schon gesagt haben. Und ich will jetzt nicht immer die Person sein, wie jedem Podcast Kriminalstatistik erwähnt. Ich habe das Gefühl, ich mache das Ja. aber das ist jetzt auch Das ist immer ihr Signature aber Move. einfach, Das ist schon gut. wenn du einfach überlegst, wie viel Gewalt in Paarbeziehungen passiert, dann würde ich auch, also ich meine, würde ich es mir zweimal überlegen, in einer Beziehung zu sein, weil es ist jetzt nicht, also nein, Wow! nein, aber ich würde jetzt, wenn mir jetzt jemand würde sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Beziehung, heißt es ja, macht Sinn. So, es ist macht sicherer. einfach Sinn, es ist auch Ja. sicherer. Ja. Aber Vielleicht, ja, nein. es ist ein bisschen zu Ja. dark, Ja. aber also wenn Ja. du die ganze Zeit so Sachen lesest und so, Ja, ja. Ich möchte denken, Ja. schau, ganz ehrlich, es gibt viel Schlimmeres als Single zu sein. Definitiv, ja. Zum Beispiel unglücklich in einer Beziehung. Oder eben Sachen müssen zu erleben in Ja. einer Beziehung. Ja. Von dem her, Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute machen eine falsche Rechnung. Es gibt doch so Sunk Costs in der Wirtschaft. Dass du wie, ja. du darfst nicht mehr investieren in etwas, was du jetzt schon schlecht findest. Aber du hast das Gefühl, du hast schon so viel investiert. Und das Genau. machen so viele Leute so Ja. wie, ich kann ja jetzt nicht, jetzt haben wir jetzt Kinder, jetzt haben wir schon geheiratet, jetzt haben wir schon das Haus. Aber das wird ja immer mehr Commitment eingegangen, was ja wie noch schlimmer ist und wie mehr zum Auseinandernehmen. Und das verstehe ich einfach nicht. Aber dort ist eben, glaube ich, auch wieder das, ich bin ja auch so. Ich kann auch gut alleine reisen, alleine her. Und das können eben, glaube ich, sehr viele Leute nicht. Und weißt du, das verstehe ich auch. Wenn du wie mehr Mühe hast, deine Zeit alleine zu verbringen, oder halt einfach, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ich bin halt einfach ein mega Beziehungsmensch. Dann finde ich wie so, ja, aber auch gleich, eben, es ist einfach wie nie, es ist immer die schlechtere Option, in etwas zu bleiben, was dir nicht gut tut. die Sache ist halt, also die Frage ist einfach, weil, es ist vielleicht ein bisschen kontrovers jetzt. Das ist okay, wir sind schon Nein, so aber krass einig. ich habe das Gefühl, dass heutzutage die Leute auch vielleicht einfach schneller aufgeben wollen. Weil, wie du eigentlich auch gesagt hast, oder die Arbeit fängt ja erst an, wenn du zusammenkommst. Yes. Dass man sich vielleicht dessen nicht so bewusst ist. Und klar, es kann auch sein, dass wirklich irgendein Punkt kommst, wo du einfach weißt, okay, das bringt es nicht mehr. Und dann bleibst du vielleicht mit dieser Person nur wegen dem zusammen, weil wir schon 5 Jahre zusammen sind und ein Kind haben. Aber es gibt einfach Situationen, wo ich mich einfach frage, ja, hast du denn auch alles gegeben? Ich sage nicht, du musst alles geben, weil am Ende des Tages ist es deine Entscheidung. Aber Ja. ich habe das Gefühl, wenn man einfach so viele Optionen und so hat, ist man schneller zu sagen, ja, es stimmt für mich jetzt auch nicht. Und ich beende es jetzt auch mal, anstatt vielleicht auch für jemanden mal zu kämpfen. Aber klar, es kommt jetzt mega auf die Situation drauf an. Ja, und das Schöne ist ja, im Vergleich zu eben früher haben wir Frauen die Freiheit zu gehen und die Freiheit zu bleiben, ausser eben man ist so in einer abusive relationship, da weiss ich nicht, wie viel man eben noch von Freiheit dann reden kann. Aber ich sehe den Punkt schon. Ich glaube, da kommt es auch ein bisschen darauf an, was wünsche ich mir wie für mein Leben. Oder sehe ich es eben eher so, dass ich wie so ein bisschen Lebensabschnittspartner habe und es passt das, was für die Lebenssituation, oder ist wirklich so the one, ist das so meine Idee, oder das, was ich gerne möchte. Ich glaube, da kommt es auch noch recht darauf an, wie viel man dann auch investiert, oder ob man wie findet, ja, jetzt ist einfach wie durch, ja. Hast du das noch mit So Überhöhung, ich weiss gar nicht ein besseres Wort von romantischen Zweierkisten, oder einfach so wie die romantische Beziehung, wie Ja, so eine ja. Hierarchie zuoberst ist. Florence und Chet wollen sich scheiden lassen. Sorry, was? Das ist wie so Fake Boyfriend-Name. Ja. Also die Codenamen. Ja. Florence und Chet wollen sich scheiden lassen. Die Richterin bittet das Paar zum Gespräch an einen Tisch. Sie will wissen, was hinter dem Scheidungswunsch steckt. Was war gut an der Ehe, was war schlecht? Schließlich fragt die Richterin, was haben Sie sich denn von der Ehe erwartet? Und Florence sagt, was ich nicht bekommen habe. Zum Beispiel, ich dachte immer, das Einzige, was ich dann nie mehr sein werde, ist einsam. Diese Szene ist aus einer Hollywood-Komödie, die fast 70 Jahre alt ist. Dropping the Hollywood-Komödie. Aber diese Szene ist nicht gealtert. Sie ist sogar sehr heutig und sehr witzig. Und sie ist vor allem deswegen so witzig, weil dieses Gefühl uns ziemlich bekannt vorkommt, oder? Wer eine Trennung hinter sich hat, der zieht unwillkürlich Bilanz und stellt womöglich fest, dass beim Erwartungsabgleich einige kahlen Stellen
bleiben. Was hat man sich erwartet? Mehr Nettigkeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Sex, mehr Restaurantbesuche, mehr überraschende Erkenntnisse. Was ist geblieben? Lieblingstassen, eine neu gefundene Abneigung gegen eine bestimmte Band, Erinnerung an den schönsten Urlaub aller Zeiten, vollgeschneuzte Taschentücher. Was haben Sie sich denn von der Ehe erwartet, was ich nicht bekommen habe? Dieser Dialog ist witzig, aber er ist auch bemerkenswert, denn er spricht Bände von der Liebesüberhöhung, die wir betreiben. Ich habe es bereits beschrieben, wir idealisieren die Liebe, wir trauen ihr alles zu, aber wir erwarten es eben auch von ihr. Liebe als Abo auf das Rundum-Sorglos-Paket. Sie soll uns ganz machen, unsere Identität absichern, uns erfüllen, unseren Geist erweitern, nachts wärmen und im Alter die Hand halten. Wer solche Erwartungen hegt, vergisst allerdings, dass die Liebe auch nur ein Mensch ist, ein anderer Mensch, und da gehen in der Regel nicht nur die Freuden, sondern auch die Probleme los. Wir beladen einen anderen Menschen mit überirdischen Erwartungen, er soll aber bitte schön unter diesem Erwartungspäckchen nicht zusammenbrechen. Wir wollen glücklich gemacht werden und wir wollen glücklich machen, und zwar exklusiv. Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Wir bekommen nicht immer das, was wir uns ersehnen. Ausgesprochen werden solche Enttäuschungen dann eben vor Scheidungsrichtern oder irgendwo anders nach dem 3. Glas Merlot. Das hat mir so eine krasse Stelle gedünkt. Weil eben, das, auch so die Idee von eben, ein Mensch muss wie alles erfüllen, das ist einfach auch krass. Eben, es ist wie... Irgendwo sagt sie im Buch auch, was früher ein ganzes Dorf haben wir jetzt leisten, erwarten wir von einer Person. Ja, und darum auch so wichtig, oder, sich wirklich ein Netz aufzubauen, egal wie der Beziehungsstatus ist, der romantische Beziehungsstatus, wo einfach, ja, wo man breiter abgestützt ist, weil das wird immer Probleme geben, egal, da kann noch so ein perfekter Mensch irgendwie daherkommen. Man findet einfach nicht alles oder alle Bedürfnisse so in jemandem, und wenn man schon viel findet, ist das, glaube ich, schon wie gut. Also. Ich glaube, mein Freund würde sich an dieser Stelle wünschen, dass ich sage, dass er perfekt ist. Sorry, honey, you're not perfect, but I love you anyway. Nein, das ist doch umso schöner, dass man jemanden liebt, obwohl er nicht perfekt ist, oder? Klar, ich glaube, das ist auch eher Angst von mir, dass ich hoffe, dass die Leute checken, dass ich nicht perfekt bin. It's hard. Hot mess here. It's really hard. I'm getting there. So, dass man nicht so Erwartungen hat oder dass man selber auch nicht so Erwartungen hat. Ich glaube, das ist auch wieder das, man wächst mit so vielen Vorstellungen auf und was das Idealbild ist, dass man das selber irgendwie dekonstruieren muss. Ich habe noch andere Stellen rausgestrichen zu dem. Wer die Liebe ernst nimmt, überhört sie nicht. Wer sie ernst nimmt, gesteht sich ein, dass dieses Liebesideal, die exklusive, dauerhafte, romantische Zweierbeziehung, dieses Dreamteam mit dem besten Freund und der hochgelobten Intimität auch nur eine Art ist, das Leben zu gestalten. Eine Möglichkeit, kein Endziel und erst recht kein Garant für die Erfüllung aller Liebesversprechen. Und ich habe darum auch immer das Gefühl, wenn man der hat einfach mal einen Schritt zurück, wenn man ein bisschen realistisch bleibt, dann ist es eben dann vielleicht auch so, weil oftmals habe ich auch das Gefühl, so, die Leute haben erst so das Gefühl, so, meine Beziehung ist wie mega am Struggle oder mega schlecht und so, weil man eben das Gefühl hat, es muss wie alles laufen, alles perfekt sein. Nein, wir sind einfach Menschen, die miteinander leben und wir sind alle ein Mess und wir sharen den Mess irgendwie miteinander. Und ja, es gibt wie Sachen, wo man nicht lösen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man einfach wie sehen, dass niemand perfekt ist und eine Beziehung wird es nie sein. Und vielleicht ist das eben auch die Schönheit, dass man wie zusammen Sachen kann, wie sagt man, durchmachen und irgendwie dran wachsen. So. Ja, die Beziehung schaffen. Ja. Ich finde so ein klassisches Thema wäre zum Beispiel Kommunikation. Also, sorry. Ich höre das also auf Filmen. Mega. Es ist nicht nur in einer romantischen Paarbeziehung, aber dann merkst du halt einfach schneller, weil du meistens, oder zumindest ich, vielleicht ein bisschen emotionaler bist. Das ist, wieso hat er das jetzt so gesagt? Oder wieso hat er... Also weißt, und dann in anderen Situationen wirst du sagen, vielleicht war er einfach müde gewesen, oder vielleicht ist... Und dann wirst du es so ein bisschen nicht so aufspielen. Oder auch, dass man klar sagt, was einem stört und was nicht. Oder ich finde, so kleine Sachen halt, es ist schwierig. Es ist wahrscheinlich auch so, wie wenn du mit jemandem zusammen wohnst, oder? Und dann musst du auch lernen, so zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, dass eben auch eine WG-Mitbewohnerin oder so ist. Das stimmt. Es gibt immer etwas. Ja.
Ja, und du nimmst halt mega viel von deiner Herkunftsfamilie wie mit. Du denkst, das ist normal. Jetzt nicht nur bei der Kommunikation. Du bringst halt so viel wie Eigenes mit. Und ich glaube, dort wie ein Verständnis zu entwickeln, eben er oder sie oder echt die andere Person hat das wie auch. Und ich glaube wirklich auch nicht scheu sein und sich professionelle Hilfe holen, wenn man irgendwo ansteht. Das ist, ich denke immer so an, man sollte eigentlich schon von Anfang an in Paartherapie. Wenn man so in der Anfangsphase verliebt und so, dann kommt langsam so das Aushandeln, wie manchmal wollen wir uns sehen, was sind wie unsere Ziele und so. Ich finde, dort ist noch viel ein grosses Stigma drauf. Unbedingt, ja. Was würdest du jetzt von dir sagen? Du kennst halt so beide Lebenssituationen, Single und in Beziehung. Hast du ein Favorite? Das ist noch eine schwierige Frage. Ja. Also weißt du, jetzt irgendwie unabhängig von... Ja, nein, das ist jetzt auch noch schwierig, weil wenn du jetzt sagst, Single ist, wieso bin ich... Das wäre ein bisschen komisch. Ja, aber nein, also weißt du, so ein bisschen... Es tut mir leid, Gunda, ich vergesse immer ihren Namen, aber also ich bin schon lieber in einer Beziehung. Das ist halt gleich etwas, wo ich nicht mit jemandem teilen konnte. Ich glaube, es kommt auf die Person darauf an, weil wenn du jetzt eher jemand bist, der vielleicht einfach mal ein bisschen umdatet und was auch immer, ist es vielleicht ein anderes Gefühl. Aber mir hat es schon ein bisschen gefehlt, dass ich jemanden habe in diesem Sinn. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Seiten. Ich habe jetzt weniger Zeit für Kolleginnen. Und ich einfach mal selber, also ich mache es weniger allein. Also ja, ich gehe jetzt in ein Auslandssemester in 4 Monaten weg. Also von dem her, ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile, aber ich bin schon glücklich mit meiner Situation. Genau. Ja. Wie ist es bei dir? Hey, ich würde es glaube ich gleich sagen, wie eben das beides wie Vor- und Nachteile hat. Und im Idealfall ist ja immer die Lebenssituation, wo man jetzt gerade drin ist. Ja. Die beste, oder ja, darum habe ich das Gefühl, ja, es kann wie in beiden Lebenssituationen eben zwischen auch unterschiedlich sein. Es ist voll easy, wenn man, also weißt, wenn man wie auch so findet, so, ich bin jetzt gerade einsam. Aber vielleicht gibt es wie mehr Wege, für aus dem ja rauszukommen, als ich gehe jetzt wieder daten oder so. Vielleicht wie andere Ressourcen aktivieren. Das finde ich noch wichtig, dass man dort wie ein anderes Memo irgendwie auch jungen Menschen mitgibt. So. Es gibt viel, wo auch sonst Lebensinhalt kann geben. Oder auch Gemeinschaft oder auch, keine Ahnung, man kann auch mit seinen Freunden irgendwie kuscheln oder so. Also weißt, das ist wie auch, ja, es muss nicht immer so, ich muss jetzt wieder auf die Suche nach jemandem, so bin ich wie einsam. Es ist, glaube ich, eine mega gute Qualität, die Einsamkeit wie auch auszuhalten und wie auch anzuschauen. Aber warum denn eigentlich genau? Ich finde auch etwas vom Schönsten, was ich gemacht habe, ist, als ich in 10 Tagen in Island war. Und so, wenn du so in der Natur bist und wirklich allein mit deinen Gedanken. Ja. Also ich finde es allein reisen finde ich mega wertvoll, weil dann, ja, du lernst dich selber auch besser kennen. Und von dem würde ich das eigentlich jeder Person raten. Also auch wenn man in einer Beziehung ist, kann man wirklich mal allein weg oder so. Das andere, was halt auch noch ist, eben nicht über andere Personen zu urteilen. Aber wie du sagst, man muss sich auch selber die Nase nehmen, wenn man sieht, die eine Person ist Single. Weil irgendwo im Buch ist etwas mega Wichtiges gestanden. Im Sinne von, ja, die Kollegin da ist doch so hübsch und erfolgreich und so, wieso ist sie denn Single? Das hat doch nichts mit dem zu tun. Es gibt Leute, die nicht objektiv oder subjektiv ja immer betrachtet attraktiv sind oder spannend. Und die sind gleich in Beziehungen. Und das funktioniert für die Leute. Und es hat nichts mit dem zu tun. Das muss man sich vielleicht auch vor Augen halten, weil das ist auch nervig. Du sagst, ich verstehe nicht, wieso du Single bist. Vielleicht will die Person einfach Single sein. Und also ist so ein bisschen... Und was ich aber auch noch sagen will, weil ich manchmal das Gefühl habe, so in der Selbstoptimierungsgesellschaft ist dann auch so, ich muss wie das machen und dann bin ich ready. Ich kann jetzt wie noch, es gibt wie so einen Ausdruck für das, so noch nicht daten oder so. Und ich denke, bei diesen Sachen macht es Sinn, aber keine Ahnung, hast du frisch Liebeskummer und so, zuerst mal so der Schmerz. Du hast deine Päckchen, die du mit denen zuerst mal verarbeiten musst. Genau, das kommt grösser aber sonst habe ich wie so das Gefühl, man muss nicht mit etwas fertig sein, bis man sich auf jemanden einlädt. So, du wirst nie irgendwie eine perfekte Version von dir sein, ein Leben lang lernen, ein Leben lang irgendwie kennenlernen von einem selber, von Mustern zu verlernen. Und das kann man gut als zweit. Also das ist wie so... Das stimmt, ja. Das finde ich manchmal wie noch, sich gut so vor Augen zu haben. So, man muss wie nicht... Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, so, wenn ich dann das habe, dann treffe ich den. So. Nein, und das Leben läuft nicht so. Man trifft es eben leider schon immer dann, wenn man es nicht erwartet. Das ist eben schon viel so. Ja. Also Aber ja, mit sich selber lebt man das ganze Leben, darum lohnt es sich schon.
Ja. genau herzuschauen. Laura, du hast Wird's cringe? noch etwas für uns vorbereitet. Genau. Als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich so darüber nachgedacht und dann ist mir etwas in den Sinn gekommen. Und ich habe ein Gedicht geschrieben und es heisst: Ich an mich. Ich entscheide mich für mich. Am Ich kann ich wachsen, das Ich kann ich formen, mir kann ich Fehler eingestehen und aus ihnen lernen. Ich sorge mir gut, ich nehme mich auf Reisen, ich ruhe mich aus, ich tanke Energie, bei mir komme ich an, mit mir muss ich nicht, mit mir will ich leben. Ich umgebe mich mit Menschen, bei denen meine Liebe landen kann und die mich gut behandeln. Ich habe Geschichte in meinem Gesicht und Mut in meinen Augen. Ich bin niemals allein, ich bin mit mir. Mit mir will ich sein, zu mir sage ich an meinen schwierigsten Tagen Ja. Wow, mega schön. Merci. Ja. Das nächste Buch. Ja, gern. Gut, ich hatte das Gefühl gehabt, wir haben jetzt über so viel Schwieriges geredet. Über Wut und über Single sein und Beziehungen. Und ich dachte, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Leichtigkeit. Okay. Es heisst On the Rooftop und ist von Margaret Wilkerson Sexton. Und es spielt in den 1950er Jahren in San Francisco. Es geht so um Musik, also Jazz und genau um Jazz. Und es ist von einer Mutter, die von einer Musical-Karriere geträumt hat, das aber selber nie verwirklichen konnte. Und ihre 3 Töchter haben jetzt aber eben so ein Jazz-Ensemble und sie ist so ein bisschen die Managerin und dann geht es wieder um. Sie hat so den Traum für die Mädchen und sie haben vielleicht eigene Pläne mit ihrem Leben und eigene Träume. Ja, mehr weiss ich auch nicht, aber ich habe so gedacht, Sommerlektüre. Das klingt gut. Ja. Das klingt echt gut. Dann freue ich mich auch drauf. Ja, ich mich auch. Ich habe eine schöne Diskussion gefunden. Mega schön. Einmal in Person. Im Bild, genau. Und im Bild. Ja, aber ich würde sagen, beenden wir den heutigen. Ja, würde auch sagen. Merci vielmals fürs Zulassen oder Zuschauen. Ihr findet den Podcast auf Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und YouTube. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Phishing-E-Mails oder... Keine bösen Mails, bitte. Ja, aber wenn ihr normal gemeinte... Genau, respektvolle ja, Rückmeldungen. Wenn ihr könnt ihr es schreiben auf anita.podcasts@gmx.ch. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.